Willst du Kurz- oder Langversion? Kurzversion. Alles andere morgen am Telefon. Also, es geht um ein paar jugendliche Erpresser. Wir wissen so gut wie nichts. Nur von 2 Buben der Namen und von einem Mädchen, das sie rote Haare hat. Morgen brauche ich alle Ergebnisse. Sonst gibt es eine Katastrophe am Freitag. Nein! Ich gehe nie mehr in die Schule. Nie mehr! Bei dem Geschrei, das Elsa am Morgen früh veranstaltet hat, kann Charlie beim besten Willen nicht mehr weiter schlafen. Alle sind im Gang gestanden. Elsa hat brüllt mit einem Zettel in der Hand. Johanna hat den Arm um sie gelegt und tröstet und Tante Clara hat den Kopf geschüttelt. Ich verstehe kein Wort. Was ist denn passiert? Mein Velo habe ich gestern Abend vergessen, in den Garten zu stellen. Und jetzt ist es weg, geklaut worden. Johanna nimmt den Zettel aus der Hand von Elsa und zeigt ihn der Clara. Die Erpresser waren da. Sie haben das Velo geklaut. Sie haben sogar eine Nachricht am Haken hinterlassen. Da, lies mal. Mach kein Theater, Elsa. Die finden das vermutlich noch besonders witzig. Ich gehe nie mehr in die Schule und auch nicht mehr ins Theater. Das ist doch Blödsinn, Elsa. Wegen dieser doofen Band ins Theater zu raus. Auf dem Zettel da sind vermutlich Fingerabdrücke, die uns vielleicht weiterhelfen. Und jeden Moment sollte das Ergebnis vom Lummi aus dem Labor kommen. Und da willst du jetzt aufgeben. Was soll ich denn machen? Gestern während der Probe ist fast ein Scheinwerfer von der Decke auf die Bühne geknallt. Die Schrauben waren gelockert. Tante Clara, die Schrauben lockern sich doch nicht von allein. Die verwünschen wir, ganz sicher. Und wie wollt ihr das machen? Willst du jetzt jeden Tag im Güterschuppen umschleichen oder die Schule Tag und Nacht bewachen? Hey, wenn wir jetzt auch noch untereinander Streit anfangen, können wir sowieso keine Erpresser schnappen. Johanna hat ausnahmsweise mal recht. Tante Clara hat der Elsa nur tief in die Augen geschaut. Elsa, wenn du jetzt nicht mehr in die Schule gehst, gehst du auf. Wenn du aber gehst, glauben die Erpresser, dass sie alles im Griff haben. Umso leichter könnten wir sie dann schnappen. Und außerdem sollte in jedem Moment der Bert mit den Ergebnissen kommen. Und die bringen uns vielleicht auch schon ein bisschen weiter. Ich mache auf! Die Fanny kommt mit dem Bär zurück. Der Polizist hat einen Stapel Papier unter dem Arm und lächelt. Guten Morgen miteinander. Guten Morgen, Bert. Gibt es Neuigkeiten? Wir haben es nämlich brisant. Der Bert hat in seinen Unterlagen genuscht und ein Notizzettel vorgenommen. Also, es sind 5 Leute im Güterschuppen gsi. Alle Schuhgrössen sind zwischen 38 und 41, also Jugendliche oder Frauen. Alles sind Turnschuhe. Einmal Marke Topsprint, Grösse 41, ziemlich abgelaufen, vor allem am Rand aussen. Ich tippe auf Obei. Dann 2 Paar Frisco Sport, Grösse 41 und 40. Und zum Schluss noch 2 Mal Casallas Freizeit Spezial. 2 ganz neue Pärli, kaum abgelaufen. Einmal 39 und einmal 38. So, wie findet ihr das?